Nog waren gute Morgen, alle. Het is Mr. John Peters hier, vandaag met gedankens uit Gottes woord. We zijn in de laatste paar versen in Matteaus kapitel 7. Vandaag, Februar de 11e, 123. Preis dem Herrn. Und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lob den Herrn, meine Seele singt, bitte den König. Nog waren gute Morgen. En dankzij van Entschuldigen, hier bij 1250 KZ. Gedankens uit Gottes woord. We gaan durch den Matteausbrief. En we zijn merken vandaag vorig met de Seligpreisungen. De bergpredigt zal het gaan zijn. De Seligpreisungen, dat zijn de eerste 10 versen in Matteaus kapitel 5. En het ganze wat inhoudt de bergpredigt, waar Jezus klinkt als je heggeert op een berg en hij predigt vliegt naar af, zodat het fijn te hier ging, zodat het allemaal alles zijn kan. En we gaan ons iedermaal denken gehouden dat hij dit wordt niet afvieren. Jezus bracht het bijspel Luther van nieuw wien, veel nieuw lusten. En zo hij had een nieuw leer en dat weer een nieuwe tijd. Waar we niet drie kijken, God had versproken, hij wil een frisse bund maken met de mensen. We weten immer, dat de Erlösung, de Seligkeit, die kwam durch Israel. Jezus weer een Jude, hij weer een kind van Jüdische Eltern. Wat de hele Jezus weer zijn vader, we zijn Mama Maria weer ganz een Jüdische Miel. En so de Seligkeit, de Erlösung kwam durch de Juden. Aber Gott wird nie een Bund afvieren. En dat wordt voor allen zijn, voor de ganze Welt, voor mij en die ook. Want wie meeste van mijn Toerichten zijn niet Juden, vielleicht keiner. En zo Jezus, dat hier wordt opvang, wat ganz wat niet is. En ik wil zeggen, 90% van wat hij leert, dat is een leer gegen de Farizeer de leer. De kerkenlehrer te de tijd. Die hadden honderden Regeln gemerkt. Was ze zijn, over 600 Regeln, hun bloß die 10 geboten erklären. En zo, die werden in de doos ben. In de doos van Regeln, in de doos van zitten. En de doos van, doos is ik zijn, niet zoals ik doe. Jezus deed iedermaal ihre Hechlerie aufheben. En zo wieder. En hij redt niet bloß van dat buitenste, maar hij redt iedermaal van het binnenste. En dat hebben we hier iedermaal gezien. So, we willen nächste zin und, so der Herr will. In de nächste project wil ik reden van de versen wat we nog niet behandeld hebben in de Bergpredigt. Dat is waar Jezus redt van de Echtscheidung, de last en van ware bevrijen en zo wieder. So, ik zijn ready ver, dus we willen dit vandaag vorig merken van Matteaus kapitel 7, vers 24 tot 29 bij 1 kapitel. En dan zegt Jezus is dit. Alle wat mijn woord hieren en die doen, die zijn dus een wijze man, die zijn huis op een steen bouwt. Die regen kwam, dat woede kwam naar huis, de wind puist en sloeg ging het huis. Maar dat huis valt niet, wanneer het weer op een vaste grond gebouwd. Maar dat wat mijn woord hieren en die niet doen, die zijn dus een Noah, die zijn huis op een zand bouwt. De regen kwam, woede kwam naar huis, de wind puist en sloeg ging het huis en dat kracht met een grote kracht. Als Jezus vorig weer met dit zijn, wunderden de mensen zich over zijn leer. Want hij leert, dat is einer die eine Macht hat, eine Autorität, und nichts ist der Lehrer vom Gesetz. Und du redest dann von den Pharisäern und so weiter. Die werden actually 3 Gruppen, die Pharisäer, die Sadduceer, die Schriftlehrer, und dann wieder noch eine 4. Gruppe, die Herodians, das wären eine politische Gruppe. Und so Jesus macht hier Schluss mit seiner Bergpredigt. Und er hat viel gesagt, in Matteaus 5, Dinge von der Hort, Matteaus 6, doet niet zaaien. En Matteaus 7, verschiedene dingen über falsche Lehrer, falsche Propheten, nicht rechten, die schmale Poort, dat hebben we in vorige video's, man je zieken wel. Nu dat hij Schluss merken. En zeg, nu heb je dit gehoord. En nu doe dat. Doe het uitleven. Jacobus redt van dat iemand wat het woord hield en niets met dat,
Das ist einer, der im Spiel kijkt und sieht, wo Schweinchen ist, und geht bloß vom Spiel weg. Die Schrift ist voll von Versen, die reden von die, die Weise sind, und die, die Toericht sind, oder in Noah. Und Sprecher redet von, was Weisheit ist, und redet sogar von, was der Anfang von Weisheit ist, sei redet für das ist die Furcht des Herrn. So Gott fürchten, gehorsam sein, und großer Respekt haben für Gott, das ist der Anfang von Weisheit, das wo alle andere von herkommt. Entschuldige. Und so nu redet er von, ja, für hier ein Beispiel. Und Jesus redet sehr viel von Beispielen. Het leeft würden wir übernehmen zu sein, 90% von Jesus seine Lehre wird durch Beispiel, durch kleine Geschichten. Und dann haben die Menschen sich gewundert, und sie haben diese Geschichten gehört, die haben die mit einem Hüschen und ihr Hort, und dann haben sie gerabelt. Und so, das eine sehr feine Idee, dass Jesus hier da, Jesus hier mit Geschichten lehren. Met Beispielen. De Pharisäer deden gleich. De Pharisäer deden alle was uitwendig. En vielleicht mit einem gleichen Ton was wegkriegen. Aber Jesus braucht Geschichten. Und Luther Freunde gingen an. Warum brauchst du so viel Geschichten? Was sagt er? Das erste, dass die Arme und die, was nicht wahr sind in der Welt, dass er das verstehen kann. Eine Geschichte ist sehr kraftvoll. Eine Geschichte ist nicht so leicht für jeden. Und das ist eine Ursache, warum ich gesagt habe, die Menschen wunderten sich über seine Lehre, wenn er lehrt mit Macht, er lehrt mit Autorität. Er hat gewusst, was er sieht, er hat in die Augen gekickt, er hat eine Überzeugung gehabt über seine Lehre, wenn er wusste, er wird reich. Er will nicht bloß Gottes sehen, und die fällt mit den Helden Jesus über seine Eltern haben am Fan gelehrt. Er wird abgewaschen, das ist ein jüdischer Jung, und ein jüdischer Jung, der die gingen in de Schule, um Gott seine Schrift lehren, war 12 Jahre alt. Nu sagt er, wenn die meine wir gehört haben und die tun, dann sei es ein Mensch, der auf dem Stein gebiet hat. Und die Schrift sagt dort, wer der Stein ist. Das sagt der Stein, den Gott hergestellt hat, das ist der Eckstein geworden. Menschen können dort bauen, oder die wollen sich da gegen starten, oder steigen. Und wer ist der Stein? Well, die Schrift sagt ganz klar, das ist Jesus Christus. So Jesus sagt, wenn ihr das meine wird hören und meine wird tun, dann sei ihr meine, dann sei ihr geankert, sei ihr auf dem festen Grund gebaut. Und dann sagt er, dann wird der Regen kommen. Und meine Freunde, ich sage hier zu mir sagen, der Regen kommt. Das Leben hat Regen, das Leben hat Wind, das Leben hat Sturm. Und das wird gegen die Steiten, oder das wird gegen die Pusten sozusagen. Wenn ein Kämmel hat Trouble hat im Leben, dann wundert er, wo die was best. Ein Mensch, der die Uhren hat, der wird Trouble haben im Leben. Das ist ganz klar. Und dann sagt Jesus über, dass du nur auf den Grund die Gebiet hast. Wenn du am Gebiet hast, dann werden diese Sturms kommen, und die werden gegen die Pusten und das Wunder, was herkommt. Dann sagt über ganz klar, das Haus bleibt stehen. Preis dem Herrn. Dass die geankert an, dass die Force an, dass die Gebiet, hast die Gebiet ab an. Die Kurs, nimm am an, dass die in Haaren Helland. Und dann da wird es gesagt, das sagt, da bloß was Jesus sagt. Wo weißt du das? Well, hör ich eine Botschaft. Du sollst lesen. Du beten. Frauen, was sind Wellness für die? Interessant, nicht so? Und ich habe hier ein kleines bisschen, mir fällt bei von einem Zeugnis, wo ich Gott eine Weisheit versuche, ich will 2 Pickups kaufen. Und viele werden vielleicht lachen über das, aber das ist okay. Ein wie ein Ford, ein wie ein Chevy. Mir interessiert in der Bett. Sag, wir haben Weg nach Lubbock, um die Bett bekickt. Sag, Gott, willst du mir wiesen, wohnt der Pickup ist für mich? Und wir können Gott alles in Gott bringen. Alles. Ich sage, je bietet auf an. So, wir können alles in Gott bringen. Die kleine Dinge, die große Dinge. Die Gott sagen wir kleine und große Dinge. Heißt Gott, nicht so? Und dann ich hoffe, dass Lubbock einen Phone call. Und der wird in Chevy haben, die sagt, I'm sorry, der hat ein Leid, aber der Pickup ist all verkauft. Ich fange an Gott zu preisen. Fühlt mir den anderen Pickup kicken, ein schwarzer Ford, kaufe ich den. Und ich sage, Dankeschön Gott für mich wiesen. Halt nicht mehr dürfen lang zweifeln oder eine Entscheidung machen. Und der Pickup ist ein großer Segen gewesen. Die wird euch dir, schaffst du auf ihn. Ich lebe Gott, der meine Gebete beantworten. Nicht so? Und ich sage dir über das Gegenteil. Hier sind Söhne, die wollen meine Wied hier. Und die wollen nicht tun, was ich sage. Die sagen, das ist ein Noah, ein Toerichta Mensch. Das englische Wort ist ein Fool. Wir würden vielleicht auch politisch reden von einem Aschelt. Der bietet auf den Sand.
Wat van mens wordt nu maar op een zoon bieden, niet? Aber Jezus brengt dit sehr heim met een krachtvolle Beispiel. Een krachtvolle Beispiel, zodat mensen niet vergeten worden. Wo Toerichta is op een zoon bieden. Krijgt zo erst die wat op zijn ene Weisheit zich verlaat. Wat het leven hij is weer. En wel on Jezus tegen deze wereld, on God. Wij moeten kijken wat in het wat komt. Wel, de storm wat het komt. De storm van leven, de troubles, de zware tijden. Mensen wat vrek zijn te aan. De huge bills, whatever het mag zijn. De krankheden im leven. De politics. En dan komt de jeng aan. En der is niet gebuurd op een steen. En de steen is Jezus Christus. En die in zijn huis kabelt, is kwarten. Dat zegt einfach, dat kracht met een grote kracht. Dat huis wordt wegwaschen. Dat huis wordt verspelderen. Dat wordt, du wordt niet zijn niet meer. Wordt alle weggewaschen zijn. Jezus brengt hier een krachtvolle boodschap. Een krachtvolle boodschap. Was die met am leven, dan was op een steengebied. Was die on am leven, dan was op een zoongebied. So die kost veel. Die kost is dit beden. Heer Jezus, ik weet me gleich met dit leven. Ik weet me gleich met mezelf. Mij fehlt een haar, mij fehlt een heiland. Ik heb zin in mijn leven. De storm, die komt tegen mij. Ik wil liggen op een vaste grond te bouwen. Kom in mijn hart aan. Neem wat stetig van mijn leven. En dan is de aanvang door. Nu hast den fundament, den grondgelag op Jezus Christus. Nu dat du op bouwen. En wat is du op bouwen? Ganz leicht. De antwoord is. En Jezus hier weer horchen, die lezen en dan die doen. Dan is immer meer en meer op een vaste grond bouwen. Moet God zijn woord zegenen van deze Mars en ik zeg dankzij voor horchen.